Der ZT Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Die ganze Schweiz wartet darauf, dass man endlich wieder essen kann, trainieren oder Veranstaltungen abhalten. Herzlich willkommen zum ZT Talk. Einer, der das ganz vehement gefordert hat, ist der SVP-Nationalrat Thomas Burgherr aus Williberg. Heute sind wir bei ihm zu Gast in seinem Holzbauunternehmen, das auf Luzerner Boden liegt, genauer gesagt auf Wiker Boden. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen, Thomas Burgherr. Herzlich willkommen, es freut mich, dass ihr mal da sind. Ja. Das Holzbauunternehmen, Herr Burgherr, ganz konkret, wie ist Ihr Unternehmen durch die Pandemie betroffen? Sind Sie Krisenverlierer oder eher Krisengewinner? Wir haben eigentlich immer Arbeit gehabt während dem Jahr jetzt. Wir haben natürlich müssen auch die Massnahmen ergreifen, oder? Schutzkonzept für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist aber gut gegangen. 2 sind krank geworden, aber die haben das beide daheim aufgelesen. Also wir sind bis jetzt gut durch die Krise gekommen. Wobei ich bin überzeugt, dass das Baugewerbe die Krise noch wird spüren, einfach ein bisschen später. Das ist meine Anschlussfrage. Was hören Sie so auftragsmässig aus dem Baugewerbe? Sie sind ja noch dran, auch mit anderen Unternehmen. Was hört man da? Ich rede viel mit Architekten und die sagen mir, dass sie merken, dass ein bisschen weniger Aufträge reinkommen. Wir selber, wir haben noch eine Überbauung, wo wir dran sind und das gibt uns schöne Arbeit. Wir generieren etwa 40% von unserer Arbeit selber generieren als Generalunternehmer. Also man kann sagen, umsatzmässig sage ich jetzt einmal, erfolgsmässig keinen grossen Einfluss gehabt, die Pandemie, wenn ich Sie richtig verstehe, unterm Strich. Nein, die Preise sind einfach tiefer. Das merkt man, oder? Das ist immer so in einer Krise. Jetzt sind ja die sogenannten Büezerbeizen offen, aber ich nehme an, für Ihre Leute ist es ja zum Teil heftig gewesen, wenn sie draussen sind auf den Baustellen, auch jetzt im Winter in der Kälte und eigentlich nicht recht können zu Mittag essen. Das ist wahrscheinlich relativ schwierig gewesen für viele Leute. Ja, das war hart. Im Winter gehen sie auch ins Restaurant zu 9 Uhr und natürlich über den Mittag zu Mittagessen in die Wärme. Das hätte man jetzt nicht machen können. Man hat sich auch sonst organisiert. Mit Baracken oder daheim haben wir auch einen Aufenthaltsraum, wo man essen kann. Es ist gegangen. Aber es war eine schwierige Zeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Büezer. Das ist ja so. Die 2 Mitarbeiter, die krank geworden sind, die sind aber wieder gesund, sind wieder fit? Die sind wieder gesund und fit. Mein Sohn hat es auch vor einem Jahr und er hat ins Spital müssen. Er hat mit dem Herz zu tun gehabt, aber er ist heute auch wieder tiptop, gut zu Weg. Sie würden ja, wenn ich so Ihre Voten in der Vergangenheit gehört habe, in den letzten Wochen, am liebsten wieder alles möglichst schnell auftun, obwohl eine dritte Welle vor der Tür steht eigentlich, oder? Es ist möglich, dass wir durch eine dritte Welle durch müssen, aber ich sage immer, wir müssen mit dem Virus jetzt leben können. Der Bundesrat, aber auch die Kantonsregierungen haben immer gesagt, der Massstab für uns sind Spitäler und die Intensivstationen. Und heute haben wir dort wirklich kein Problem mehr. Von dem her könnte man öffnen. Wir haben andererseits aber auch gute Schutzkonzepte. Wir waren in der Ferien, in Adelboden im Hotel, und dort war das Restaurant offen. Ich frage mich, wieso können nicht auch die anderen Restaurants offen haben? Mit dem Schutzkonzept müsste das gehen. Und also das war für Hotelgäste offen gewesen, nehme ich an, einschränken. Das war für die Hotelgäste offen gewesen. Das Hotel war aber zu 100% besetzt gewesen. Ich habe mit dem Hotelier geredet und er hat gesagt, ihm ist nicht bewusst, dass jemand mal angesteckt wurde bei ihm. Wir können baden und so weiter. Gut, sage ich natürlich immer, alle sie Bienen sind nicht... Es sind keine Ansteckungen passiert, aber irgendwo müssen die Ansteckungen passieren. Aber lassen wir das mal. Ja, ich habe gerade gestern die Tabelle gesehen in der Zeitung und da sieht man, dass im Restaurant, wo sie offen waren, also ein bisschen über 2% sind die Ansteckungen dort gewesen. Die meisten Ansteckungen finden daheim statt.
Sie sind Mitglied von der WAK im Nationalrat von der Wirtschaftskommission, eine wichtige Kommission. Sie haben einen Antrag unterstützt, wo im Gesetz hat ein konkretes Öffnungsdatum festschreiben, der 22. März. Ich sage es jetzt mal ein bisschen hart. Ist das nicht ein bisschen getäubelt? Nein, das ist nicht getäubelt. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass man am 22. März öffnen sollte. Schaut mal die Schicksale an von diesen KMU-Betrieben, die wirklich an der Existenzgrenze sind. Sie wissen nicht, wie sie die Rechnungen zahlen können, aber auch Arbeitnehmende. Es war letztens eine Frau bei mir und die hat mir gesagt, sie wüsste nicht, wie sie die Rechnungen zahlen können. Sie hat schon ein kleines Einkommen, jetzt nur 80% davon. Und etwas ist schon noch ganz weggebrochen von ihrer Arbeit. Also, das sind Schicksale und man muss auch das anschauen. Oder redet mit einem Psychiater, Psychologen, wie die Zustrom haben. Also die Leute leiden darunter. Frau Bartullo und andere haben im Bundesrat den Begriff Diktatur angehängt, untergejubelt. Aus Ihrer Sicht, agiert der Bundesrat jetzt zu diktatorisch? Wir haben keine Diktatur in der Schweiz, aber es kommt so über im Moment. Das Parlament hat ganz viele Briefe geschrieben im Bundesrat, wie wir es sehen und was wir machen wollen, auch gerade von der WAK her, von der Wirtschaftskommission her. Der Bundesrat ist nicht mal darauf eingegangen. Und darum haben wir gesagt, jetzt müssen wir Anträge stellen. Aber leider sind die Anträge, wo der Grossteil von der SVP gekommen ist, im Parlament nachher nicht durchgekommen. Wisst ihr, das Geld, das heute der Bund ausgibt, und er muss helfen, er muss diesen Unternehmungen helfen, das haben wir auch eingesetzt, sehr eingesetzt, das Geld ist begrenzt. Wir können jetzt nicht Monate oder vielleicht sogar Jahre zahlen für die Unternehmungen. Die Unternehmungen, die wollen arbeiten, die wollen mit Arbeiten Geld verdienen, nicht Almosen vom Bund bekommen. Kommen wir noch einmal auf die Formulierung zurück, dass es so überkommt wie eine Diktatur oder diktatorisch. Was doch auffällig ist, Herr Burger, ist, dass stramme SVPler, die Verantwortung haben, der Jean-Pierre Galatti im Aargau, Nathalie Rickli in Zürich, die schüttelt den Kopf, wenn sie hören, den Diktaturvorwürfe, und dass da quasi viel zu streng agiert werde. Im Gegenteil, Zürcher SVP-Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli hat sogar schärfer durchgreifen. Mir ist klar, die haben eine grosse Verantwortung, die Exekutivmitglieder, Bundesrat und auch Regierungsrat. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, die haben alle einen grossen Lohn. Und die Unternehmer und die Arbeitnehmenden, die betroffen sind von der Krise, haben das nicht. Und ich sehe beide Seiten. Also ich kann nicht ganz begreifen, dass die Regierung sich so vehement wehren gegen eine schnelle Öffnung. Also Sie meinen jetzt vor allem auch die Aargauer Regierung? Die Aargauer Regierung, andere Kantonsregierung und auch der Bundesrat im Sommer. Konkret Ihr Parteikollege Jean-Pierre Galatti? Ja, das ist immer die Gesamtregierung natürlich. Er ist der Gesundheitsminister. Aber er unterstützt das? Er unterstützt das, hat das gesagt. Ich akzeptiere das auch. Eben, er hat eine andere Funktion als ich. Gut, jetzt, wenn wir können ja noch ein bisschen den Bogen auftun und sagen, der Nationalratspräsident ist ein SVPler, der Ständeratspräsident ist ein SVPler, der Bundespräsident ist ein SVPler, der Aargauer Gesundheitsdirektor, der Grossratspräsident im Kanton Aargau ist ein SVPler. Also die SVP ist doch vollkommen eingebunden in das, was da passiert. Das ist doch bizarr, davon zu reden, dass es so überkommen kann wie eine Diktatur. Ich meine, Sie sind so. überall dabei. Aber ich finde, wir sollten auch nicht Parteipolitik daraus machen. Das ist eine grosse Krise, in der wir drin sind, und wir müssen eine Lösung finden, dass wir da schnell wieder rauskommen. Wie schon gesagt, wir müssen lernen leben mit dieser Pandemie. Und wir leben jetzt ein Jahr damit. Wir haben viel gelernt. Und ich habe grosse Hoffnung auf die Impfungen. Ich befürworte das. Aber es muss immer freiwillig sein. Aber je mehr Leute sich geimpft haben, desto freier werden wir wieder. Also ein grosser Teil der über 75-Jährigen sind geimpft. Im Aargau sind die Altersheime praktisch durchgeimpft. Jetzt müssen wir schauen, dass möglichst schnell die über 65-Jährigen geimpft werden. Und dann ist das Problem wirklich nicht mehr sehr gross. Weil, wenn man ein Junge krank wird, der wird wieder gesund. Wir können ja die Sterblichkeitsrate anschauen, die ist praktisch null.
Unterstützen Sie die Idee, dass dann im Sommer nur Geimpfte zum Beispiel an so Grossanlässe gehen? Wie stehen Sie da dazu? Das sind ja private Unternehmungen, die das müssen sagen, zum Beispiel Kinobetreiber oder ein Konzert, einer, der ein Konzert macht. Ich selber würde das nicht machen, weil da gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel beim Fliegen dass sich die Frage stellt. Also, die wird heute heftig diskutiert. Ja. Wir haben zu wenig Impfstoff. Wie schätzen Sie das ein? Da hat das Bundesamt für Gesundheit konkret wahrscheinlich schon zu zögerlich gehandelt. Dass nicht jetzt müsste, eigentlich doch, im Kanton Aargau sind die Impfzentren sind parat, aber kein Impfstoff. Ja, es ist verrückt, die wären parat, könnten impfen. Klar kann man da Vorwürfe machen, aber das ist vorbei, man hat da zögerlich gehandelt. Wichtig ist jetzt, dass man in die Zukunft schaut und bestrebt ist, dass man die Impfungen bekommt. Und wir haben heute Morgen eine Wachsitzung noch. Und dann hat die Chefin vom BAG, Frau Levy, gesagt, dass das funktioniert. Also jetzt im April kommt über 1 Million Impfdosen in die Schweiz und da muss man die wirklich möglichst schnell verimpfen. Der Bundesrat Berset hat gesagt, bis Ende Juni sei die Schweiz durchgeimpft, die wollen. Und ich nehme ihn hier beim Wort. Und wenn das wirklich so ist, dass wir Ende Juni alle geimpft haben, dann haben wir wieder einen grossen Teil von der Freiheit zurück und können richtig Normaltag wieder gehen. Normalfall wieder gehen. Das ist klar, es wird uns noch länger begleiten, die Krise. Noch ein Punkt, wo Sie auch in der WAC ein Thema war. Sie haben nämlich in der Taskforce eine Art Maulkorb verpassen. Mit dem ist man dann gescheitert. Also die hat sich nur noch sehr beschränkt dürfen äußern. Diktatur ist offenbar einfach das, wenn es nicht so läuft, wie sie der SVP passt. Oder das ist nicht eine Diktatur. Ich habe den Vertrag gesehen, den die Mitglieder von der Taskforce unterschrieben haben. Und dort steht ganz klar, dass die nicht dürfen, parallel zum Bundesrat Sachen erzählen, vielleicht sogar noch gegenteilige Sachen erzählen. Das geht nicht. Das hat ganz eine grosse Unsicherheit gegeben in diesem Land. Die Taskforce war da, um den Bundesrat zu beraten. Aber mir jetzt gesagt, wenn der Bundesrat eine Pressekonferenz gegeben hat, sind die nachher auch gerade gekommen, eine halbe Stunde später, und haben das Gegenteil erzählt. Und das geht natürlich nicht. Das ist eine beratende Stelle zuhanden vom Bundesrat. Wenn jemand frei sein will, ein Wissenschaftler, dann muss er halt zu der Taskforce aus und dann kann er sich äußern, twittern, wie er will. Aber solange er nicht drinnen ist, dann muss er wirklich ruhig sein, respektive den Bundesrat unterstützen in seiner Meinung und nicht das Gegenteil erzählen. Was erwarten Sie jetzt denn so ganz konkret vom Bundesrat? Der Bundesrat hat letzte Woche gewisse Öffnungsschritte aufgezeigt. Ich erwarte vom Bundesrat, dass man jetzt im April wirklich die Öffnung umsetzt, dass in der Schweiz Bürgerinnen und Bürger wieder arbeiten können, wieder Geld verdienen können, dass wir das Ende vom Tunnel sehen, dass wir den Leuten wieder Perspektiven geben können. Das ist doch nichts Blöderes, wenn man einfach nicht weiss, wie es weitergeht. Gerade als Unternehmer oder als Arbeitnehmende, wenn ich nicht weiss, reicht das Geld Ende Monat noch. Aber auch sonst, wir Menschen, wir reden gerne miteinander, wir sind gerne zusammen, wir gehen miteinander ein Feierabendbier nehmen am Freitag nach der Bütze. Das kann man jetzt alles nicht mehr. Und das leidet auch. Kommunikation miteinander. Sie sind ja immer gesehen, Herr Burgherr, der sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass Ortsparteien lebendig sind, dass das Milizsystem lebt. Was haben Sie den Eindruck, wird das auch bleibende Schäden in diesem Bereich haben? Also wird unser Politsystem und so wie wir in der Vergangenheit politisiert haben und auch das Vereinsleben geführt haben, wird das nachhaltig geschädigt aus dieser Pandemie herausgehen? Wenn wir es nicht ganz stark anstrengen, ist das geschädigt, jawohl. Man hört das immer wieder, jetzt zum Beispiel bei den Schulen heisst gewisse Sachen machen wir jetzt, gerade in der Hochschule, machen wir weiterhin im Fernunterricht oder eben auch auf politischer Ebene. Als Parteipräsident, als ich 8 Jahre war im Aargau, habe ich gemerkt, wie wichtig es das ist, dass man mit den Leuten an den Tisch hockt. Man kann Mail schreiben und so weiter, aber miteinander reden, einander entgegnen, einander zuhören, das ist immer noch das Beste. Und das hat jetzt ganz sicher gelitten darunter.
Was müsste allenfalls für Konsequenzen gezogen werden, jetzt noch langfristig auf Gesetzesebene? Also müssen wir irgendwie unser Epidemiegesetz anpassen? Was haben Sie da den Eindruck? Was haben wir da für Lehren daraus gezogen? Ja, ich habe mir da recht Gedanken darüber gemacht. Ich habe gemerkt, gerade jetzt vor einem Jahr hat der Bundesrat das Notrecht ergriffen und hat das Parlament eigentlich ausgeschaltet. Oder? Wir hatten noch eine Woche früher sind wir heim von der Session und dann haben wir ein paar Wochen nicht mehr mitarbeiten. Und das ist nicht gut. Ich habe jetzt eine Motion vorbereitet, die ich diese Woche noch eingeben will, eine Abänderung vom Epidemiegesetz. Und dort fordere ich, dass das Notrecht nur noch Maximum 3 Wochen gelten darf. Also wenn die Beschlüsse über die 3 Wochen rausgehen, muss das Parlament wieder mit einbezogen werden. Also die Bürgerinnen und Bürger. Der Föderalismus ist etwas ganz Wichtiges in diesem Land, dass auch die Kantone mitreden können. Und wenn einfach nur der Bundesrat Beschlüsse fassen, das ist nie gut. Das haben wir jetzt auch gemerkt, das kommt nicht gut an. Es ist mir klar, vor einem Jahr hätte der Bundesrat das machen müssen. Wir sind dort dahinter gestanden und anfänglich, das habe ich immer gesagt, hat der Bundesrat ein gutes Geschäft gemacht, eine gute Falle gemacht. Er hat den Bürgerinnen und Bürgern schnell und unbürokratisch geholfen. Es gibt in keinem anderen Land, dass man innerhalb von einer Viertelstunde Hunderttausende von Franken kann abheben kann. Das Geschäft hätte ja irgendwie 10-20% vom Umsatz können abheben, damit sie überleben. Oder? Das ist grossartig. Das ist sehr schnell passiert. Sehr schnell passiert. Da hat der Bundesrat Ueli Maurer sehr gut gehandelt. Ja. Noch ganz ein anderes Thema, Herr Burger. Ihr Laden war in den Schlagzeilen gesehen. Sie sind 40 Päckchen Ziggis geklaut worden und um 500 Franken offensichtlich, wie wir können in einem Fernsehbeitrag entnehmen. Sie hatten den Verdacht gehabt, wer könnte Dieb sein und dann gesagt, wenn er sich meldet, werde auf eine Anzeige verzichtet. Was ist aus dieser Geschichte geworden? Ich habe noch nichts gehört. Also wir haben jetzt die Polizei benachrichtigt. Die wird jetzt vorbeikommen und wird dieser Sache nachgehen. Tatsächlich, währenddem der Laden offen war, ist geklaut worden. Und das hat mich sehr schade gedacht, dass man in so einem kleinen Dorf, dass da Leute hat, die können stellen. Den Laden haben die jetzt sowieso nicht, oder? Und das ist schade. Mhm. Können Sie noch sagen, warum haben Sie sich eigentlich an dem Laden, wieso haben Sie sich engagiert? Das ist ja noch ein außergewöhnliches Projekt für ein Holzbauunternehmen. Ja, das ist ein außergewöhnliches Projekt. 2012 hat der Bäcker dort aufgehört. Ist es auf Deutschland gegangen und da war im Kulturverein von Reitnau ein Anliegen, dass der letzte Laden bestehen bleibt. Und dann hat Reitnau eine Lösung gesucht und da ist jemand auf mich zugekommen, ob ich da helfen würde. Und dann haben wir das dritte hoch die Liegenschaft gekauft. Es hat hinterher noch ein Bauland, das hat mich noch gereizt, darum habe ich mitgemacht, aber auch wegen dem Laden. Und dann haben wir den Pächter gefunden, wo der Laden betrieben hat. Das ist ein schöner, grosser Dorfladen mit Bäckerei. Aber nach 3 Jahren hat er gekündigt. Und ich habe 3 Mitarbeiterinnen dort, diesen Frauen gesagt, ich finde wieder jemanden, der den Laden übernimmt. Und die Bedingung ist, dass wir weiterarbeiten können. Ich dachte, das ist einfach. Aber ich habe niemanden gefunden, wirklich niemanden gefunden. Und was ist mir dann übrig geblieben? Ich bin mit der Filialleiterin reden, hilfst mir? Und er hat gesagt, ja, seitdem ist der Dorfladen ein Bestandteil von der Burger Holding AG. Das ist defizitär, aber es ist eine gute Sache. Reitnau hat den Dorfladen und die Hoffnung ist jetzt, dass es ein bisschen besser geht, weil ab April kommen wir jetzt Post über. Okay, also nochmal eine Dienstleistung mehr. Also quasi ja. Der Laden, der quasi früher verdrängt worden ist, kommt jetzt wieder zurück und kann wieder wachsen. Genau, es gibt ein bisschen Mietanteil für uns. Wir haben prozentuell etwas von der Post, vom Postverkehr. Und ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen mehr Leute haben. Oder wenn einer einen Brief bringen oder eine Frau oder ein Mann, nimmt er vielleicht noch ein Brot mit oder ein Päckchen Zigaretten. Aber zahlt es dann? Sehr gut. Sympathisches Projekt, Herr Burger. Auf jeden Fall, wenn ich mal dort vorbeifahre, gehe ich unbedingt einkaufen. Ja, schön, danke. Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, Herr Pfister. Hat mich sehr gefreut. Nächste Woche neuer Gast, ein neues Thema. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen.
Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherungen, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück, hallo Trost, hallo Leben. Wir sind bereit. CSS-Versicherung. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.